Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Neues von der Schweizer Armee diese Woche. Es gibt immer weniger Soldaten im Land. Der Sollbestand liegt noch bei 100'000. Das ist so tief wie nie. Kaum vorstellbar, also dass wir Ende der 80er Jahre bis zu 600'000 Soldaten hatten. 100'000 Soldaten sind immer noch fast 100'000 zu viel. Ich bin schockiert, Frau Nägeli. Schockiert. Warum das, Altsozialist Jean Ziegler? Ja, der Che Guevara hat auch nie mehr als eine Handvoll Befreiungskämpfer um sich gehabt. Das reicht, um ein Regime zu stürzen. Das hat er mir 1964 im Taxi zu Genf erzählt. Ich habe gesagt, Kommandante, ich möchte auch mit euch kämpfen, ich möchte auch. Und sein Bestand von 44 Personen ist aber schon genug gross gewesen. Und dann habe ich halt da in der Schweiz gekämpft gegen Banken, Weltkonzerne, Geldsektor, Casino, Kapitalismus für Besseres, Asyl, UNO-Kantine, für schönere Spannteppich im Bundeshaus, für mehr Fußgängerstreifen zu Bümplitz, gegen Armeebefehl. Ja, eben, das ist ja das Thema. Eigentlich ist unsere Armee noch schlagkräftig mit so wenig Soldaten, sprach Nationalrat und Weltwochenchef Roger Köppel. Was berichtet Sie darüber? Wir von der Weltwoche haben recherchiert und herausgefunden, dass mit der Kürzung von der RS von 21 auf 18 Wochen pro Jahr 50 bis 60'000 Jasskarten jetzt weniger verbraucht werden. Das gibt ein riesiges finanzielles Debakel für unsere Schweizer Jasskartenhersteller. Ich fordere im Editorial, dass der Bundesrat umgehend reagieren muss und die RS wieder verlängern soll. Sonst geht unsere Jasskultur in der Schweiz unter. Oder als Alternative einen obligatorischen Jassweg für alle Schweizer. Ja, vielleicht können ja die Frauen da helfen. 2017 sind insgesamt immerhin 250 Soldatinnen eingerückt. Im internationalen Vergleich wenig. Für die Schweiz sind es aber so viele Rekrutinnen wie noch nie. Ich muss sagen, 250 Frauen eingerückt. Geil, ich muss dem vielleicht Armee. Ja, Ex-Bachelor Vujo Gavric. Und zwar wo, bei welchen Truppen? Das ist klar, Tina, beim Generalstab. Ja, jawohl, Vujo. Weitere Meldung aus der Armee diese Woche. Es gehen so viele Waffen verloren wie noch nie. Die Armee macht die Soldaten per Flyer darauf aufmerksam. Wer kennt das aus der Rekrutenschule? Skifahrer Carlo Janka, Sie vielleicht? Ja, ich habe gute Meinung. Wer eine Waffe verliert, ist ungeschickt. Und das wäre wie, wenn ich meine Skistöcke würde verlieren. Und das ist mir, glaube ich, das erste 3 Mal passiert. Ja, das ist ja nicht so viel. Ja gut, alle anderen Mal bin ich einfach gar nicht gestartet. Apropos Carlo Janka, wie sieht's aus für Kitzbühel das Wochenende? Auf die Abfahrt am Lauberhorn haben Sie ja verzichtet. Ja, sag lieber nicht starten, ich gebe es zu, ich möchte mich gar nicht qualifizieren für Baumgschang. Ich habe furchtbare Flugangst und bleibe lieber daheim. Und überhaupt finde ich meine Skistöcke im Moment gerade nicht mehr. Ja, hallo. Ja, darf ich noch etwas sagen zur Armeewaffe? Ja, Baschi? Ja, ich habe einen kleinen Trick, wie gesagt. Ja, wenn du vorne im Laufen die Joint reinsteckst, kannst du durch einen offenen Verschluss rauchen. Schmeckt im Fall geil nach Fett. Und wie gesagt, fahrt noch mehr ein, wenn du durchladest. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.